Aber der Ricky. Servus. Schneller Einstieg, gell? Ja. Das ist ziemlich heftig. Was trinkst du heute? Ich trinke heute einen Hauli, aber keine Werbung tatsächlich, sondern einfach nur, weil ich süchtig nach Konsum bin Ja. und liebe, was der eigentlich hasse, was er mit meinem Körper macht. Das ist eine ganz ungesunde Art von Koffein, was da drin ist. Also ich weiß nicht, was das genau in meinem Körper bewirkt, aber es ist halt was nach was schmeckt und das aufs. Trink das Lingröser Leitungswasser, aufgefrischt mit dem Sodastream. Funktioniert die Ding von Ja. Wasserbrunnen? Okay, Haut noch hier, das sind gute Nachrichten. ja. Tierfakt, so halbert. Im Tierpark Hellerbrunn wurde ein seltenes Mischmitakin-Kalb geboren. Shoutout, weil ultra süß. Haben wir einen Namen? Sollen wir dem, also ich zeig's dir mal ganz kurz. Ja. Schaut eigentlich wie ein Affe auf dem Pudel aus. Das kleine Ding ist scheinbar ein sehr, sehr kleines Kalb. Oder sehr besondere süß, Art, wie nennen wir es? Ist er oder sie? Hat es sei für er oder muss er er sein? Ja, Bronco? ja, sehr gut. Bronco, was Okay, war's mit. einmal? Ja, okay, mit. Schaut das mal. Ich muss auch sagen, ich finde, der Riccardo hätte auch Bronco sein. Nein, aber es ist ja Italiener. Das Bronco ist italienisch. Weiß ich nicht, hätte ich das geschätzt. Schon. Wie hast du geschätzt? Das ist Ami-Name. Bronco? Ja, irgendwie schon, ja. Du hast gestern mit dem ChatGPT geredet, oder? Ja. Fragen mal, bitte. Oder so tschechisch, so Bronkovic. Ja, kann natürlich auch sein. Ja, vielleicht habe ich mir da. Ja, das kann gut sein. Hey ChatGPT Sepp, woher kommt der Name Bronco? Hey ChatGPT Sepp, woher kommt der Name Bronco? Der Name Bronco stammt aus dem Spanischen und bedeutet so viel wie wildes oder ungebändigtes Pferd. Es wurde vor allem für die halbwilden Mustangs in Nordamerika verwendet. Und naja, es klingt auch einfach richtig cool. Viele verbinden es mit Freiheit, Abenteuer und einer gewissen Wildheit. Ich glaube, ich nenne meinen ersten Sohn Bronco. Ja. Ja, Spanisch, Italienisch, mir egal. Ich hätte aber auch das polnische Ding, oder was du gesagt Ja, hast. drin. Bronkovic. Ja. Also wahrscheinlich ein Nachname dann. Ja. Wie geht's denn insgesamt? Mir geht's gut. Du Ich schaust bin top aus. Bin ein bisschen miert, aber sonst auch wieder zu den Nasen, aber Ja, das gehört ja dazu. Das ist ja kein Auftritt. Aufgenommen haben wir jetzt fleißig. na, jetzt machen wir gerade das Musikvideo. Schneide ich gerade zu Ich lieb die. Ist gestern rausgekommen, wenn ihr das seht. Ja. Also Schaut Musik es wieder euch am an. Freitag, oder? Ja, stimmt, Musikvideo am Freitag. Schaut es euch an, liked es, schickt es eure Liebsten. Ja. Ja. Kleiner Wochenrückblick. Ja, Wir waren in Salzburg, stimmt, ja. haben wir sauber abgerissen, da Ja. jetzt einfach mal ganz frech behaupten. Ausverkauft, dritte Show in Folge. Das ist schon geil. Also Ja. ich bin natürlich nicht überrascht, aber Na, es ist schön, dass es halt einfach einmal, dass es niederschlägt. ja. Die ganze harte Arbeit und die ganzen Podcasts, die wir machen. Also was glaubst du, wie viel von unseren Los Brutales Hörer kennen unseren Podcast nicht? Ich glaube schon, ich glaube wenige. Also ich glaub, glaube es nicht, gibt- dass sie ihn alle hören, aber Ja. sie kennen ihn. Oh, fuck. Was? Oh. Machen wir lächerlich. Ja, ich glaube, dass manche, also viele Leute halt einfach keine Podcasts hören. Und wenn es und einen hören dann daten sie unseren hören. Weil es halt einfach top-notch der Unterhaltung ist. Ja, es gibt echt wenig Alternativen halt auch, oder? Also ich glaube, der einzige wird jetzt der von der Anja sein. Ja, Ich habe zwar jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht reingehört, aber war zwar Reels ja. gesehen. Ja, Also ich kommt schätze gut mal, an. der wird noch. Auf jeden Fall, ja. Ja, und ich glaube so am Rande der Höflichkeit, oder wie das heißt. Ist das ein österreichischer oder? Ich glaube schon, ja. Habe ich auch noch nie reingehört. Kenne ich nur auch noch die TikToks. Vielleicht. Wie sind die? Lustig. Schreit halt auch noch immer viel rum. Ah ja, da müssen wir noch dran arbeiten. Ja. Ist halt unfair, weil du ja so ein ruhiger Typ bist, Ja. aber du kannst halt so eine schöne Schreistimme. Ja. Aber ja, ab und zu, wenn es es ergibt, schrei ich schon. Ja. Aber ich möchte mir das nicht gekünstelt aufregen, das ist halt nicht mein Stil. Ja, das ist schon reingekommen, denke ich mal. Wahrscheinlich. Aber ja, nein, stimmt, das passt nicht zu dir. Allgemein aufregen passt eigentlich nicht zu dir. Nein, also schreien schon in manchen Situationen, also aus humoristischen Gründen, aber jetzt halt so, außer es geht um Gepäck, Ja, klar. dann ticke ich komplett aus. Ja, aber auf so ein, eher wie so ein wütendes Wiesel bist, oder wie so ein Snake in the Grass, das ist keine richtige Aggression. Nein, Aber ich Gott bin ja mehr hätte. enttäuscht. Eigentlich. Ja,
Ja, Bin ja, das enttäuscht. ist eigentlich, das Gebäckthema ist wirklich ähnlich wie das Burger-Thema, finde Ja. ich. Also nur, dass mir das Gebäckthema noch weniger berührt als die offensichtlich. Ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe nicht, wenn man seinen Beruf so schlecht macht. Ich glaube auch irgendwie nicht, also ganz ehrlich, ist das so ein Hexenwerk? Ich glaube, dass viele Bäcker halt diese ganzen Arschlöcher, die wo es halt jetzt da so gibt, ich möchte jetzt da keinen meinen Namen nennen, haben ja 100.000 Ketten. Das wird alles noch nur aufpackt. Und der kleine Bäcker, wie zum Beispiel der Mozart in Vakir, Der muss aufgeben. den gibt es nicht mehr. Na, Es ist halt traurig, wenn einfach jedes scheiß Gebäck aus der Penny-Theke ja, einfach besser ist, als wenn du hier zu einem Bäcker gehst, der 40 Jahre schon seinen Laden hier hat. Und ich weiß einfach nicht warum. Ich meine, das ist ja, du musst dir das vorstellen, das ist wirklich ein Job. Ja. Die machen das also jeden Tag. Da muss man doch, also sagt ja noch das keiner, ich check's nicht. Also das ist doch, wenn ich jetzt immer brutal trockene Brezen mache, dann ändert die doch was. ich glaube, der Unterschied jetzt zum Beispiel zum Restaurant ist, dass es halt nicht so schnell Feedback gibt irgendwie. Weil im Restaurant, wenn du zum Essen gehst in die Wirtschaft, Ja. dann sind die leider ganz schnell mit, ich schreibe einen schlechten Google-Beitrag oder sowas. Ja. Aber irgendwie beim Bäcker, der, Hast recht. der ist dann noch, der wiegt sich da sehr in Sicherheit. Aber noch nicht mal schlecht über Metzger gelesen oder so. Na, selten, sehr selten. Aber vielleicht ist da, weil es halt noch ein kleinerer Betrag ist in den meisten Fällen, die Mühe nicht wert. Aber wenn du mal so für 6 Leute Essen zahlt hast, für 200, 300 Euro oder so, Ja, stimmt. dann bist du wahrscheinlich schon pisst. Beim Bäcker gehst du da einfach nicht mehr hin. Nein, Theoretisch. geh einfach, ja. Aber im Restaurant nicht mehr. Dann, also wenn es mir gar nicht Ja, gefällt. klar, aber da gibt es halt zusätzlich die schlechte Bewertung. Ja, schon, ja. Das gibt es halt noch on top. Ja, wie war Salzburg? Geil. Coole Location. Voll geil, ja, stimmt. Insgesamt war es eigentlich relativ ein entspannter Start, würde ich mal sagen. Kulinarisch war es eine Eine Reise. aufregende Reise zurück in, zumindest in meine Kindheit. Also ich habe das, glaube ich, im Erwachsenenleben nicht mehr gegessen. Na, Und ja, was soll ich sagen, war eine gute, wie sagt man, Hausmannskost, oder? ich möchte auf gar keinen Fall, also es hat Kassler gegeben. Ja, Oder wie sie es genannt hat, ein Gsechts. Ja. Ich habe ehrlich gesagt das Wort Gsechts oft verwendet, weil ich es lustig finde, aber nicht gewusst, dass das ein Gsechts ist. Ich weiß halt nicht, ob jedes Gsechts ein Kassler ist, aber jedes Kassler ein Gsechts. Also was ist ein Gsechts? ich glaube, das ist Die Art, was gibt. die Art, wie es Zur- gepökelt wird oder keine Ahnung. Ach so, gesägt ich habe wird. gedacht, das klingt für mich so, als wäre es gegart. Kann auch sein. Garart hätte ich jetzt eingeschätzt. Auf jeden Fall, ich möchte auf gar keinen Fall was Schlechtes drüber sagen. Erstens, weil die Leute vor Ort so unendlich nett waren, finde Ja. ich. Also das ganze Team war ultra Ich geil. hab da hat so ein bisschen eine ältere Dame gekocht, also so leicht die Oma-Vibes gehabt auf jeden Fall. Und ich habe die gesehen, war eigentlich eher wie in so einem Wohnzimmer, kann man jetzt fast sagen, Ja. wo es halt Chef ihre Verwandten hergerichtet hat. Und dann kommen wir dann, da sehe ich die ältere Dame und denke mir, geil, das wäre der Sure-Shot. Ja, Und ich war dann- mir auch sehr sicher. Ja. Dann habe ich schon so gerochen, dass es nach Sauerkraut riecht. Und bin halt kein so Sauerkraut-Fan nicht. Dann habe ich gedacht, okay, gut, schauen wir mal. Konntest ja das andere dann essen. Ja. Und dann sehe ich das, so wie er so einen Fransen auf den Teller rausbringt, mit eben Sauerkraut und Kartoffeln. Und dann habe ich mir schon gedacht, oh nein, bitte nicht. Bitte nicht, ich hasse Kartoffeln in dieser Form. Ich mag Aber es waren Sauerkraut fast nicht gern. Bratkartoffeln. Ja, es Aber waren halt gute auch- Kartoffeln tatsächlich, aber Ja. das ist für mich, wie wenn es heißt, es gibt heute Suppen. Dann denke ich mir, ja gut. Oh, so schlimm gleich. Ja, also Kartoffeln, vor allem, wie nennen wir das, gekochte Kartoffeln? Salzkartoffeln, ja, Salzkartoffeln. Bleh. Das verstehe ich überhaupt nicht. Also das check ich überhaupt nicht. Das ist einfach die niederste Form einer Kartoffel. Das ist wirklich so eine Ja. reinkochte Kartoffel. Meine Oma liebt das. Butter, also Salzkartoffeln mit Butter, wo ich mir denke, ganz ehrlich, dann geh die extra Meile und haus nochmal im Pfanne einfach rein. Ja, Bratkartoffeln mag ich schon, Wedges, that's it. Bratkartoffeln müssen meiner Meinung nach klar sein Ja. und schön reschen. Du musst da die Mühe machen von alle Seiten zum Braten, Ja. finde ich. Oder zumindest von zwei Seiten, je Ja. nachdem. Deswegen bieten sie Scheiberl an. Ja, Und da, was isst du gern so Bratkartoffeln? Also ich meine jetzt, okay, soßentechnisch meine ich. soßentechnisch. Ja, Also ich glaube, bei den meisten Bratkartoffeln, die ich immer so gegessen habe, gab es keine Soße. War einfach so. geht ja rough. so, ja, stimmt. Ja, ich liebe Preiselbeeren, also ich esse halt oft so Schnitzel und da sind Preiselbeeren. Ja, das stimmt, ja.
Sehr stark. Na, auf jeden Fall hat es halt einen Kassler gegeben und man hat es essen können. Es war, glaube ich, gut für einen Kassler. Ich glaube auch. Werden wir wahrscheinlich wieder geroastet, weil Kassler wahrscheinlich wieder das geilste Gericht ist nach Schweinenacken. Gut, wir sind jetzt anders eingestiegen, nicht mit ich hasse. Ja, aber ich muss sagen, bei so einem Catering, also was ich nicht ganz verstehe beim Kassler, Ja. wenn ich so weit Kritik üben darf, ich meine, beim Catering kommen viele verschiedene Menschen zusammen aus einer Band. Und das ist ja in der Familie schon so oft so, wenn du eine große Familie hast, dass du das da eben recht machst. Da gibt es vielleicht so 5 Gerichte, also die wo meistens funktionieren. Und dann ist noch einer Vegetarier und der kriegt halt dann nur die Preiselbeeren, wenn es einen Schnitzel gibt. Ja, richtig. Ja. Und da fällt halt die Wahl, wenn es halt viel Leute schmecken soll, nicht auf eine Spaghetti Bolognese oder auf ein Schnitzel oder auf einen Gulasch, Schweinsbraten, irgendwas oder Chili. ja, Chili Was schmeckt viel. Oder ein Leberkäse, so, wo die meisten Leute sagen dann, außer sie sind jetzt wirklich Veganer oder Vegetarier, das passt für mich. Das akzeptiere ich. Nein, du nimmst der Kassler. Und der Kassler ist schon so ein Fleisch kurz vor Innereien, finde ich. Also so vom Level her. Also na klar, Innereien sind nur ekliger, aber ein Kassler ist jetzt fast auf Leber-Level. Ja, Aha, okay, ja. schon, ja. Also es ist besser wie Innereien, Ja, aber ja. es ist jetzt, ich habe noch nie in meinem Leben gedacht, wenn ich jetzt so beim Metzger war, ich gehe so durch die Fleischtheken dieser Welt und dann sehe ich so ein Kassler-Ding und ach ja, das nehme ich mir mit, das mache ich mit Shit. Aber Also von allen Gerichten dieser Erde, weiß ich nicht, weil das unter den letzten 10 auf die getippt hätte. Ja. Ein Kassler, also ich hab bis zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal an Kassler gedacht Nein, habe eher nicht. oder mit Kassler in Berührung gekommen bin. ich glaube, der Tom hat bei uns gegessen da, ja, oder? Aber der das zählt ja Tom, nicht. der hat gesagt, der hat ja Ochsenmaul ein Ochsenmaulsalat gegessen. Ja. Aber gut, das ist halt, halt der Tom, gell? So ist Ein es halt. Wackersberger, original. Ja, das ist halt so ein Chines irgendwie. Ja, Die voll. alles essen. Ja, Tom ist einfach scheißegal. Ja, was ist. Hauptsache was sein. Hast du beim Tom schon mal irgendwas gesagt, dass er das nicht mag? Habe jetzt noch nicht aktiv erlebt. Ich weiß nicht, was bei so Sachen wie Meeresfrüchte ist oder sowas, aber das Ich glaube, ist. das ist ihm alles egal. Ich glaube, dass dem Typ alles egal ist. Der ist über wie den diese, Esstisch drüber wird ein Nono. das ist wie diese Sortieranlage vom Heinz, nur dass er halt nicht sortiert. Nein, sondern einfach. Ja, dass einfach das reinschaufelt. in seine blöde Fotzen reinläuft. Ja, gut. Aber es gab noch einen Kuchen, Ja, der war auch gut. Also, der war gut, ja. der war auch sehr gut. Ich mag nur keinen Alkohol im Kuchen, also den Alkoholgeschmack. Ja, der den war hat da. man auf jeden Fall Der war geschmeckt. präsent. Ja. Aber ganz wichtig, wenn das jemand hört, gar nichts Negatives über die Location oder Nein, gar nicht. über die Köchin. Du hast deinen Job großartig gemacht. Das war nur das falsche Klientel für dich, aber du warst, Ja. also, wie gesagt, du machst einen ganz einen Job. Ja. Und ich mag die Menge, die du an Sauerkraut auf so einen Teller drauf hast. Mengentechnisch kann man sich gar nicht beschweren. Überhaupt Das nicht. war, also, ich habe vorher schon Überhaupt. gesagt, so ein fetter Franzen Kassler, der war echt, also es war brutal. War sehr weich, sehr zart. Du, ich glaube, dass der Kassler super gemacht wurde. Ich glaube, damit können wir das dann auch schon, ja. abschließen. Und dann hat es uns auch was und jetzt sehr, sehr, sehr gute. Semen noch gemacht. Semen gemacht, für die waren. zum Warm geben. Ja. Wir haben was Neues gelernt. Unsere neuen Mitstreiter, der $1 Million Hirsch und der Mike O'Reilly, Gitarre und Schlagzeug, die spielen ja auch für Inferno, für die Coverband. Und da haben sie sich offensichtlich, ich habe es nicht fassen können, als sich der Abend dem Ende zugeneigt hat, sehe ich auf einmal einen Hirsch mit einer Tupperbox. Wir haben das immer als Gaudi gesagt. Ja. Aber die haben wirklich Tupperboxen dabei und keitern da sowas von ab. Ja. Aber sie haben ja komplett recht, Ja. vor allem bei den Semen und bei dem ganzen Alles, was Ausschnitt. offen ist, ja. Das wäre alles schlecht, sonst sie schmeißen die wahrscheinlich weg. Oder wahrscheinlich hätten sie es selber eingetuppert. Wahrscheinlich, ja, aber ich glaube, dass so die hygienischere Weise ist, weil unser Sapper, der wo da drüber hängt. Es gibt eigentlich noch eins, was mich ärgert an diesem Abend. Na, Und zwar, weil uns der Jazz, auch ein absolut geiler Typ, ja, gesagt hat, wir sollen jetzt lieber nicht schon Brotzeit machen, weil es ja dann gleich Essen gibt Ja. und das wird großartig. ja, Aber diese Brotzeitplatten, die sie uns vorher vorbereitet gehabt haben, die war so geil. Ja, also hat damit echt war ich gelangt. so happy gewesen. Ja. Aber gut, es ist, wie es ist. Auftritt war stark, die Leute haben richtig, richtig gut mitgemacht. ja. Haben wir so viel Lob wie schon lange nicht mehr gekriegt. Also, Ja, auch von den Veranstaltern. Ja. Oder beziehungsweise, ja doch, also ja. hat In der es, Location. hat es passt, der hat dann noch viele Fotos gemacht. Intro, da die uns aktuell, oder Einstieg in die Show, da die Ja. uns jetzt
nur 9 von 10 geben. Er Das war ein mal- bisschen holprig, ja. Vielleicht war ein Video vergessen worden. ja, und Einsatz. Ja, Aber das darf passieren. Wir sind nur Menschen. Es ist ja was anderes, wenn die Leute Eintritt zahlen. na, Aber so, die Menge des an uns. ja, Die Menge des, dass wir eben noch greifbar sind. Ja. Dafür, also sagt, die Bands, die immer einen Einsatz vortreffen, die keine Ja. Texte haben und die nicht 14,5 auf der Bühne saufen, Ja. die dringen dafür am Anschluss auch nicht mit dir. Nein. Das machen wir schon. Stimmt, was mir jetzt gerade einfällt, weil ich gerade dran gedacht habe, dass wir noch Fotos mit den Leuten gemacht haben. Mir hat noch einer ein Problem aufgesprochen auf mein Handy. Müssen wir dann beim nächsten Mal vielleicht noch. Weißt du noch, was abarbeiten. das für ein Problem war? Es ging irgendwie um Yoga oder sowas. So. Ja, ich habe gesagt, das können wir dann einblenden dann. Aber heute ist ein normaler Podcast. Ja, mit unseren Special-Folgen läuft zurzeit auch nicht so. Nein, müssen wir noch. Aber es ist echt, wir machen es nicht als Faulheit. Wir sind Ja. irgendwie zeitlich gerade ja, so gut. heftig am Musik produzieren, dass Ja. wir halt Ja, und letzte Woche war ich krank, mehr oder Ja. weniger. Ja. dass wir da ein bisschen priorisieren haben müssen. Ja. Es ist, wie es ist. Und das wurde Wer tut da besser? Ja. Wir kommen wieder in die Spur. Ja, Hauptsache, der Podcast läuft dafür der jetzt echt kommt. seit. jeden Tag fast. Ja. Nein, ich glaube, das ganze Jahr haben wir wenig auslassen, außer Weihnachten mit einer Folge, oder? Ja, ich glaube, 2 Folgen und halt hin und wieder mal später. Und, aber es geht auch dazu. Thema der Woche, Kid Rap, Ja. ist die heilige Jugend. Ist die heilige Jugend genauso hip wie wir? Steht da. Ich glaube, in ihren Augen schon, ja. Also ich glaube immer, dass man selber denkt, dass man hip ist. Hip. Genauso wie ich das auch gedacht habe von mir, meine Baggy Pants und meine Caps habe ich auch gedacht, ich bin der Allergeilste. Wir denken, was ist denn, wenn man nicht wie wir, sage ich mal, zur Führungsriege der Jugend gehört hat? Ja. Denken die auch, dass sie hip sind? Oder gibt es so eine Grauzone, wo sie einfach, sage ich mal, die letzten 50 Jahre die Loserkinder immer gleich anziehen? Oder wie ziehen sie, also was für ein Schema folgen die dann? Das würde mich interessieren. Jetzt sagen wir mal, es gibt ja immer wieder neue Mode Ja, und die hippen Kids wie wir, ja, die prägen diese Mode oder passen sie der auch, wenn wir jetzt vor allem im ländlichen Bereich passen wir uns der Mode an. ja. Und was machen die Loser? Einfach immer ein bisschen weniger davon? Oder gibt es einfach auch immer dann eine passende Komplementärmode für Loser? Oder? Ich glaube, dass sich das immer relativ durchzieht, vor allem in Deutschland ist das einfach immer sehr funktionell, die Kleidung. Okay, also es ist einfach nur so, statt dass du jetzt, wenn du denkst, dass wir bei uns Air Force cool sind, hast du keine Air Force, sondern Salomon-Schuhe. So, die sind in deinen Augen dann schön, für mich Ja. machen die Augenkrebs. Vor allem, wenn so viele Neonfarben drin sind. Ich habe eine allgemeine Abneigung gegen Salomon. Ja, Ich mag auch North Face nicht, jetzt habe ich es gesagt. Nein, Okay. eigentlich ist mir North Face egal. ja, North Face ist ja. Ich kenne nur sehr viele Leute, die ich nicht mag und die tragen North Face. Okay, na, er war einmal eine Zeit lang jetzt hip. Ah, okay. Mich würde mal interessieren, was als rechts ist. Bestimmt auch rechts, oder? Puh, ich weiß gar nicht. Salomon wahrscheinlich eher nicht. Nein, wahrscheinlich nicht. Naja, und ich glaube, dass die sich einfach wenig Gedanken machen und halt sehr basic einfach rumlaufen. So wie wir jetzt wahrscheinlich. Ja, stimmt, das trifft es eigentlich perfekt. Ja, Also man kann unmöglich, es ist echt schwierig, langweiliger Anzug zum sein wie heute. Ich meine, das ist ein Schrei nach Individualität, meine Ja. Schuhe. Aber hey. ja, Kette ist geil. Ja. Ja, ich habe nicht einmal meine Mundharmonika halt dran. Na. Mein Pulli hat ausgefranste Ärmel, weil ich ihn schon so lange habe. Aber da steht jetzt einmal eine kleine Shopping-Tour wirklich Ja. dran. Siehst du, ich meine, jetzt für ein Videodreh wieder ein bisschen neue Clothes gekauft und sind sofort. Keine Ahnung, stell dir mal vor, wie geil das ist, wenn du die jeden Tag anders anziehst. Na, Aber da war jetzt faul dazu. ja. Ist jeden Tag eine Entscheidung, die du treffen musst. Ja, genau, Das ist richtig. schon, Vielleicht mal anfragen, ob es uns wieder was rauslegt. Ja. Oder sie einen Stylisten holen. Ja. Kann man uns schon leisten. Oder das selber uns fast, leisten. ja, mal so zur Farbberatung gehen. Ja, oh nein, das möchte ich gar nicht wissen. Nein, dann sagt, wer die sagt, er soll kein Ja, du Schwarz schaust an tragen. allem hässlich aus. Sag schon, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Fett, Fuck. fett. Ich habe echt alle Farben, aber Ja. es passt gar nichts. Das Rote sieht man da und dann gelangt man so einen Bauch und macht so. Ja. Was macht die heutige Jugend besser oder schlechter als wir? Ich glaube, was besser machen oder was ein Vorteil ist, ist, dass die so durch jetzt auch die Social Media und die ganze Scheiße vernetzter sind, wie wir früher. Also auch nicht nur, also man ist nicht mehr in seinem Dorf verloren, sondern kann sich von überall seine Eindrücke holen.
Und ich glaube, das kann man zum Vorteil nutzen, kann natürlich auch ein Nachteil werden, Ja. je nachdem. Ich glaube, das sagt jede Generation über die folgende. Ich finde, dass brutale Weicheier sind, Schwachschwaber. Schwachschwaber, absolut keinen Biss haben. Ich wollte eigentlich meinen Satz einleiten mit, ich bin niemand, der schlecht über die aktuelle Ja. junge Generation redet. Ja. Also ich weiß ja ganz genau, dass in die Augen von unseren Eltern wir absolute Vollpfeifen sind. Ja. Weil bei uns, also der Unterschied zu uns war, dass wir haben viel mehr der Wert auf unsere Individualität gelegt, im Sinne von, wenn ich jetzt eine Reise machen möchte oder sowas, dann mache ich das einfach, ist mir scheißegal, ob ich ein Jahr nicht arbeite. Das war ja bei unseren Eltern, glaube Ach ich, so, das meinst du. Aha. nie in Frage gekommen, sondern war es viel leistungsorientierter. Die haben gesagt, hey, ich mache meine Ausbildung, Haus bauen, Kinder Ja. kriegen und haben sich den ganzen Spaß jetzt aufs Ende vom Leben gelegt. Ja, und jetzt sind sie halt alt. Jetzt sind solche Kinder Haben sich gar nicht mehr keinen bewegen Spaß. und oder tot. Ja. Na, Letzte Hemd hat keine Taschen. na, eben, hier gibt es lieber mit die warmen Hände. Also, was mich an der aktuellen Generation stört, sind Ja. zwei Sachen. Erstens, sie saufen mir zu wenig. Das nervt mich wahnsinnig. Ich weiß nicht, was da los ist. Also, da muss man auf jeden Fall was machen, aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Beim Tom haben wir es ja schon mal hingekriegt. Ja, Und was mich wirklich aufregt, ist, dass die immer über ihre Gefühle reden müssen. Die ganze Zeit, da wird alles ausgeredet. Und manche Sachen, wo man, ist ja schön und gut, kann man machen, ist sicher in 5 von 10 Fällen sehr heilsam. Ja. Aber es werden aus Kleinigkeiten dann ein Riesenproblem gemacht, weil man jetzt unbedingt drüber reden muss. Anstelle, weil manche Dinge kann man ja sacken lassen und dann redst vielleicht am nächsten Tag drüber oder sag ich mal, du darfst gern drüber reden, aber sagst, warte mal noch einen Tag. Und dann Ja. schon am nächsten Tag ist eigentlich schon wieder alles verflogen. Aber wenn es dann gleich wieder sofort hier ein riesen Ding aufmachst und sagst, ja, ich habe mich so gefühlt Ja. und das löst gerade das in mir aus, das regt mich wirklich auf. na. Ich glaube auch nicht, dass es einer damit besser geht. Ich glaube, es ist ein Fehler, sich immer auf Probleme zu fokussieren, Ja. statt auf Lösungen. Ja. Weil, wenn man jetzt das Thema Saufen nochmal aufgreift, Ja. ich zum Beispiel oder wir kommen ja nicht aus reichen Verhältnissen. Ich wollte aber trotzdem zweimal am Wochenende zum Saufen gehen. Ja, klar. Kann ich mir das mit meinem Azubi-Gehalt leisten? Nein. Was habe ich dann Scheinbar gemacht? schon. Dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich wahrscheinlich noch sowas machen wie einen Nebenjob. Hat dir Spaß gemacht? Nein, auf keinen Fall. Ich habe es gehasst. Es war nicht schön. Aber ich habe mir dann das leisten können, was ich wollen habe. Und Saufen. genauso was mit Urlauben und keine Ahnung was. Ja. Und ich finde es halt schwach, wenn man halt was will, aber sich immer rausredet und sagt, ich habe kein Geld. Für mich ist, ich habe kein Geld, ist keine Ausrede nicht. Nein. Nicht, wenn du so jung bist und Ja. keine 5 Kinder hast, die du alle versorgen musst oder sonstige kranke Eltern daheim, weil das haben ja viele nicht. Also das sind einfach nur faule Bastarde, Ja. wo halt da nicht den Biss haben, seine Wünsche zu erfüllen. Und das finde ich irgendwie traurig. Das kann ja mir persönlich kann es ja wurscht sein, aber Zum Sagen, ich habe kein Geld, ist für mich, wie wenn jemand sagt, ich habe Durst, na, aber 10 Meter weiter steht ein Glas mit Wasser. Ja. Du musst halt aufstehen und dir das Wasser holen, aber das mengst halt nicht. na, ja, vor allem, wenn du dir bedenkst, wo wir leben. Also wir haben ja jede Möglichkeit. Und wenn du das in Deutschland nicht schaffst, dass du dir deine Träume erfüllst, im Kleinen, Ja. ich rede jetzt nicht von einer Privatjacht, sondern so einfach mal einen schönen Urlaub zu machen, keine Ja. Ahnung, mal einen Roadtrip oder dir, muss ja kein Urlaub sein, kann ja ein Auto für 20.000 Euro sein und du schaffst das nicht, dann bist du einfach Pfeife. Ja. So. Ja, auch diese Angst, neue Dinge auszuprobieren Ja. oder halt einfach, ja, scheiß doch drauf. Okay, dann machst du wieder einen anderen Job. Ja, Aber haben wir auch schon oft genug drüber geredet. na. Was hältst du von der Jugendsprache? Manche Sachen checke ich halt nicht mehr, weil ich halt raus bin. Ja. Aber so jede Jugend zu ihrer Sprache haben, wie es reden wollen. Und ab und zu denke ich mir, wenn ich so Streaming-Sachen oder so sehe, denke ich mir so, fuck, ich verstehe gar nichts. Ja. Haben wir ja schon letztes Mal geredet. Aber das ist halt so. Und da ich mich sehr alt fühlen, wenn ich sage, nein, so nicht. Weil es hat ja für die Leute keinen Vor- oder Nachteil, da jetzt sagen, wenn sie ein bisschen Jugendsprache reden. Ich störe mich tatsächlich auch überhaupt gar nicht. Nein. Also mir ist das total egal. Ich darf mich auch nicht drüber lustig machen. Ich finde, Ja. in dem Moment, wo du dich drüber lustig machst, bist du halt einfach ein Trottel, weil wie du schon gesagt hast, jeder hat seine Jugendsprache. Ja. Also du bist ein Loser. Ja,
Und ich check's halt auch, also 90% davon überhaupt gar nicht. Und ich Ja. habe schon gesehen, es gibt ein Jugendtest-Special. Ah, Ich okay. habe kurz drüber gelesen und ich bin raus, komplett, absolut. Er blitzt mir auch von meiner Nichte mehr oder weniger der ein YouTube-Video laufen lassen und es war Reaction und der hat auf TikToks reagiert. Und da habe ich mir gedacht, Also, und das okay. kennt alle, also weißt du, wissen ja, wie TikTok funktioniert, relativ. glaube ich, ja. Und da kam halt alle 10 bis 15 Sekunden ein neues Video und der hat darauf reagiert. Und das war so scheiße unlustig. Das habe ich noch nie gesehen. Und die haben sich da bepisst, die Kids. Wer ist deine Nichte? 9 oder 10. Ist die schon 9 oder 10? Ja. Und ich weiß gar nicht, was ist denn ein gutes Alter? Man ist selber mal mit 9 oder 10 schon auf TikTok. Ist er nicht auf unterwegs? TikTok, war auf YouTube. Die dürfen nicht auf TikTok. Und deswegen schauen sie sich, okay. Ja, genau. Und da gibt es Krass. halt extra so Reaction-Kanäle, die nur auf so TikToks reagieren. Und das ist so, jetzt mein Kopf ist ja schon ADHS-mäßig. Ja. Das ist wirklich, heute haben wir auch wieder Jules Video angeschaut, Mittag. Und diese Videos sind für meinen Kopf wie ein Frankfurt Tinder. Also das ist echt stressig, finde ich. Also es ist nichts, wo ich mir dann danach denke, oh, jetzt bin ich entspannt. Die Mittagspause war entspannt. Ja. Also wenn du jetzt eine normale Serie anschaust, so die, Mobland. ja, sowas wirkt ja langsam für meinen Kopf. Aber na. Ich glaube, das ist schon auch. Also, ich möchte jetzt auch nicht wieder ein Boomer sein, der sagt, ja, das ist so schlecht. Na, So wie sie gesagt haben, dass ein Computer für uns PCs scheiße sind oder was weiß ich, oder Zocken scheiße Ja. ist. Aber ich glaube schon, also ich kann mir vorstellen, dass also ich merke es ja an mir selber, Ja. dass es einfach so viel einfacher ist, jetzt einfach zu dumm scrollen. ja, Aber du bist halt so hardcore reizüberflutet. ja, ist ja eh krass. Also mich würde interessieren, was das auf Dauer und ob es da noch eine Steigerung gibt. Ja, also rein, wenn wir uns evolutionär weiterentwickeln, müsste ja unser Hirn dann noch mehr Kapazität oder noch mehr leisten können in Zukunft vielleicht. Aber wofür denn? Das was Ja, bringt's? also ich merke schon, also dass wenn ich jetzt so viel TikTok oder Instagram-Videos gesehen habe, dass mir dann nachher immer schwerfällt, lang wo droht zu bleiben. Und das ist ja eh schon was, wenn wir jetzt wieder unsere Generation roasten, wo ja viel schlechter, also wenn ich für mich spreche, viel schlechter an mir als wir jetzt halt an unseren Eltern. Weil die haben eine Aufgabe und die machen die Aufgabe zu Ende. Ja. Und ich fange an Ja. mit einer Aufgabe, ich möchte daheim aufräumen, mache Geschirrspül aus, räume das obere Ding aus, dann gehe ich und mache die Waschmaschine an. Das Schlimmste für mich ADHS-technisch ist wirklich, wenn ich meinen Browser öffne und da Ja. sind ganz viele Ja. Tabs. Und ich bin jemand, ich hab brutale Verlustangst im Sinne von, wo ich früher jetzt gerade keine Zeit habe, mir anzuschauen, möchte ich nicht verlieren. Deswegen lasse ich dann den Tab oft offen und dann mache ich eigentlich was anderes und dann sehe ich, da ist ein Tab offen, ich wollte mal anschauen. Also du musst da wirklich, also ich muss meinen Kopf sehr klare Slots setzen und Aufgaben für diesen Slot zuordnen, dass ich das Man läuft da ja so in Gefahr, dass wenn ich mir jetzt irgendein Tutorial anschaue, dann gibt mir das eher kriege ich eine positive Belohnung dafür, quasi, wenn man gedacht, jetzt habe ich was gelernt, aber ich brauche dieses Wissen in diesem Moment gar nicht. Nein. So, ich schaue mir dann auch, keine Ahnung, wie ich einen Van ausbaue und denke mir, hey, jetzt weiß ich, wie ich einen Van ausbauen kann. So, dann schneide ich jetzt ein Video. Mal ein bisschen Musik, ja. Und das ist auch immer was, wo man, glaube ich, auch schnell, vor allem ja, wie bei uns, wenn man uns immer viel so Business-Videos angeschaut hat, wenn man, denkt man, so eine Stunde so ein Video geschaut hat, richtig nett. was gemacht, also aber nett. halt null Geld verdient. Gell? Nein. Und so ist Null angewandt. Nein. Und dann geht es ja dann also weiter, weil ich wende das dann nicht an, dann war es ja gut, wenn ich es mir angeschaut hätte, wenn ich mir jetzt denke, wow, ich möchte jetzt, keine Ahnung, Beats produzieren und schaue mir genau dieses Video an, mache dann so ein Beat, dann habe ich ja was geleistet, aber ich schaue mir das Video an und am nächsten Tag schaue ich mir ein anderes Video Ja, du an. musst wirklich das direkt anwenden, damit es auch noch ansatzweise Sinn macht. Ja. Musikgeschmack der Jugend, mal scheißegal. Also ich glaube, dass die einen relativ guten Musikgeschmack haben, allein durch die Spotify-Algorithmen auch. Also jemand wie der Tom, der hört auch jeden Scheiß. Ja. Oder was heißt, es gibt keinen guten Musikgeschmack, sondern es gibt Ja, einfach das nur ist Leute, die immer halt der Geschmack, Mucke hören. Ja. Das Einzige, was ich mich frage, weil es jetzt ja so viel Angebot gibt, aber wahrscheinlich hast du es trotzdem, weil für uns war ja, wenn so eine CD oder was rauskommt, ist damals, oder für mich zumindest, war das schon so ein Highlight, mit dem ich mich richtig beschäftigt habe. Ja, ich hab mich gar dann nicht tatsächlich. lang diese Songs gehört
Und das ist, also ist bei mir jetzt auch nicht mehr so. Also wenn jetzt ein Album kommt, dann höre ich mir das einmal durch, so um den Künstler zu supporten. Und dann so immer meine 2, 3 Songs raus und die hören wir dann vielleicht öfters an. Und jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich raus wollte, aber ja genau, ob die noch so krasse Songs haben quasi, wo sie halt dann sehr lang feiern. Aber ich glaube, wenn du mit dem Song dann Erlebnisse hast, dann Aber ich glaube, das ist auch ähnlich ist. Also, du hörst halt einfach, es kommen halt so viele neue Songs immer raus, dass du halt dann eher, allein wenn es jetzt dein Mix der Woche oder was weiß ich hast, dass dann einfach neuen Stuff anhörst. Die beste, erinnerst du dich noch, dass wir damals, als wir uns, wenn wir gesoffen haben, haben wir uns teilweise einfach dann bei YouTube Videos gezeigt, die wir uns gespeichert gehabt haben, ja, weil wir es lustig gefunden haben. Das ist ja jetzt eigentlich hinfällig, weil jetzt ist der Algorithmus so geil, du kannst einfach ja, durch swipen, scrollen. sicher viel Van-Videos. Ja. Ja, Was zählt noch als Jugend für die? ja, ist unter 35. Ja, finde ich auch. Ja. So. Es, Da geht, also, wobei man natürlich sagen muss, dass ab 33, 34 das Leben erst so richtig startet. Ja, schon, ja. Für mich irgendwie so Jugend ist bei mir, finde ich, geht für mich 20 bis 21. Ja, so, er hat das also 22 gesagt. Ja, Wann ist der Hirn fertig entwickelt? Keine Ahnung. Also, Also meins entwickelt sich ganz rapide zurück. ja, schon, ja. Ich glaube, ich habe diesen Ding, wo es fertig war, übersprungen. Ja, stimmt, ja. Du wusstest. Ja. Ab wann ist das menschliche Gehirn fertig entwickelt? Das menschliche Gehirn entwickelt sich über viele Jahre. Zwar sind die grundlegenden Strukturen schon in der späten Nenn mir einfach eine Zahl. Ganz kurz, so um das 25. Lebensjahr. Danke, war das so schwierig? So kriege ich einen kompletten Auszucker. Die Los Brutales Favorites. Wörter, die du gerne in deiner Jugend verwendet hast. Das ist schon immer Alter. Hurensohn. Hurensohn, ja. Aber Alter nehme ich immer noch her. Ja. Boah, was haben wir früher da verwendet? Ich überlege auch gerade, also mir fällt gar nichts, ey. Es gab gewiss immer so Phasen. Schulz. Ja, der Schulz. Ja. Schulz. Kommentiert mal drunter, wer von euch noch Schulz kennt. Ja. Voll geil. Ey, Bunny. Das hat man auch nicht verwendet. Ich glaube, Ich glaub, also die was- Wörter, die ich jetzt noch verwende, aber das sind nicht, also ich sage sehr oft krass, ich sage sehr oft geil. Ja, geil war Cool. was meine Mama immer gestört hat, wenn ich das gesagt habe, weil das bei ja. ihr nicht so ein Ding war. Ich dachte mir sagen, geil habe ich dann oft verwendet, ja. Ja, cool war das ein Jugendwort? Nein, also ich glaube, nichts davon ist wirklich ein Jugendwort. Opfer, das ist ja schon. Opfer, ja. Weißt du, wie heute noch her? Allgemein, ich habe viel Leute als Schwuchtel bezeichnet. Ja, Homo. ja. Also sind ja keine Jugendwörter. Aber du hast sowas wie Opfertorte, hast du auch nicht gesagt. Oder? Ich hab was. Habe ich aber auch Seiten verwendet. Das ist mir Wayne. Ja, ja, Das ist sowas, wo ja, damals halt trendig war. ja. Na, für mich. Aber das mit Wayne war gut. Ja. Da bin jetzt ich drauf gekommen. Ja. Jetzt musst du eins liefern. Ja. Ja, viel kann sein. Ich bin nicht Shot. dabei am Fünfer, gell? Ja. Also, Ja, ja. Homie. Das war mal so kurze Homie-Phase. Das waren meine ja. Homies. ja. Also man hat viele Wörter aus dem Englischen einfach genommen früher, aber das war dann irgendwie cool. Wir haben, weil wir haben mal einen Beef gehabt mit Hamburgern, Ja, mit dem Lil J Lil J und Tyron. und dem Tyron, haben wir uns damals übers Internet ICQ gebettelt und ja. Ketchup jeden Tag 4 rausgebracht. Und da haben wir dann hin und wieder uns gegenseitig, weil die das gesagt haben, die haben uns immer als Dönerjockel ohne Plan bezeichnet. Dönerjockel ist dann so. Lauch, Lauch, ja. finde ich, ist auch sowas, wo man, Ja. weiß nicht, das ist so dazwischen. Ja. Naja. Jetzt pass auf, Kid Rap. Okay. 5 Fragen, Jugendtest Special. Was bedeuten folgende Jugendwörter? Nennt einen Beispielsatz, in dem es Sinn macht, Ja. wenn es das Wort hergibt. Erstens, it's giving. Punkt. It's giving. Ja.
Mir fällt tatsächlich, das war jetzt das Einzige, was ich ansatzweise beantworten hätte können, habe ich gedacht, aber du sagst ja, it's giving chills, glaube ich. So, das Also könnte man am es ehesten. entspannt mich. Ja, Okay. das glaube ich war das Einzige, Ja. aber ich hoffe es zumindest. Es ist eine Auflösung dabei. Okay. Möchte nicht. It's giving. International verbreiteter Slang auf TikTok, Instagram, verwendet, um einem Objekt, einer Person einen Vibe oder Atmosphäre zuzuschreiben. Zum Beispiel, it's giving cozy Kaffee. Also, dass da jemand halt den, Ja. okay, der gibt mir jetzt gerade so, okay, Ja. verstehe. Also, wie wenn du sagst, ja, okay, der versprüht jetzt harte Zuhälter-Vibes. It's giving. Bei dem geht mein Bier am BO. Ja. Jetzt pass auf, das habe ich zum Beispiel noch nie gehört. Ja. Quarter Sip Moment. Quarter Sip Moment. Ja. Was? Okay. bin Ein Film. Mode-Lifestyle-Trend, der Social-Media-Kommunikation nutzt, bei dem junge Männer bewusst ich check den Satz gar nicht. Bei dem junge Männer bewusst einen klassisch polierten Stil, Quarter Sip Pullis, Matcha statt Kaffee, als Ironie und Status-Statement tragen. Einen klassisch polierten Stil. Hast du schon mal Matcha getrunken? Na, heute gar nichts davon. Ich habe auch noch keinen getrunken. Aber irgendwie jeden, wo ich gefragt habe, gesagt, das schmeckt einfach nach Müll. Okay, ja. Nach Gras. Glaube ich. Schreibt's mir in die Kommis. Gunen, also schon mal Gunen, gehört. fuck, ja, Gunen. Ah. Das ist irgendwas aus dem Streaming, oder? Na, Gunen ist das nicht, das ist was beim Zocken. Fuck, was war Gunen? Ah. Ja, das Wort hat zumindest schon mal irgendwo gehört, aber Oh. kannst du jetzt auch nicht erklären. Gunen, Slang für exzessive Selbststimulation und Pornokonsumverhalten. Jugendwort nominiert. Wird manchmal auch ironisch gebraucht, aber ist wegen des Themas kontrovers. Okay. Ich bin hart am Gunen. Bin seit ich 14 bin am Gunen. Seit ich mit 12 bin. 14, ich gerade sagen, ja. 14. Aura Farming. Das kann man sich wahrscheinlich her. Naja, dass man oder? halt schaut, dass man viel Aura kriegt. Also ja. Irgendwie. Entweder man nutzt, also ich finde, man kann es sowohl als Kompliment verwenden, also der Typ ist gerade richtig am Aura farmen. Ja. Oder Oder- vielleicht ist es so gemeint, dass jemand halt sich bewusst inszeniert, so ein bisschen lächerlich und dann sagt man, er ist gerade am Aura farmen, weil er halt eigentlich keine Aura hat, aber Ja. versucht gerade so Momentum aufzubauen. Oder dass es sie mit Leid umgibt, die Aura haben, um Stimmt, da Aura ja. zu. Ja. Schauen wir mal. Ich glaube, wir sind da was auf der Ja. Spur. Trendbegriff für das kultivierte Aussehen von cool oder Charisma, oft verbunden mit einem viralen Tanz und der Idee, aktiv seine Aura bzw. Coolness zu ernten. Jo. Fuck. Oh Mann, das habe ich eigentlich auch gewusst. 67, also 67. Ja. Ja, ich glaube, da gibt es doch nichts, oder? Das ist auch ein Trend, wo man halt Teil von dieser Bewegung ist, aber keiner so wirklich weiß, was es bedeutet. Englisch ausgesprochen, 67, Six, seven. Oh, 67, fuck, danke. Ein Ausdruck ohne klare Bedeutung, der als spontanes Ausruf oder Internet-Inside-Joke in Videos, Klassenzimmern und Online-Clips verwendet wird. Entstanden durch ein virales Lied und Basketball-Video und so viral geworden ist, dass Dictionary.com es zum Word of the Year 2025 gemacht hat. Ja, was für ein virales Lied? 6-7 halt. Doch scheiße, ja, 67, Alter. 6-7. Yo. Spaghetti Yolonese. Swag. Swag, YOLO. YOLO, fuck, ja, jetzt kommen wir. YOLO, glaube ich, ist wirklich so. Aber YOLO. Aber es war auch schon nach unserer Jugend. Ja, aber ich habe mir YOLO, YOLO hat man doch nie ernst verwendet, oder? Ich glaube, dass viele Sachen nicht wirklich ernst Naja, wahrscheinlich. verwendet werden, aber dann eben schon ernst Ja. verwendet werden. Ja, Little Cup, das YOLO geheißen hat. Ja, aber die Little Cup im Kiste, das YOLO geheißen. Kenne ich nicht, glaube ich. Ja. Was steht die Woche an? 2 Sachen, 3 Sachen, unser Musikvideo und Song-Release.
Zipfel-Bob-Rennen, Schönrammer. Ich bin nur beim Eishockey spielen. Ja. Amateurmäßig. Mit den Zitzes. Die Zitzes, ja. Und mit die Hurwers und keine Ahnung, mit wem nur ist. Ja, meistens. Ja. Und ansonsten, glaube ich, war es das. Nächste Woche geht's weiter. Wieder neue Songs am Maken. Ja, ein paar Freestyles auch. Vielleicht immer. nerven wir die Leute, wenn wir jetzt so früh rausbringen. Stell dir mal vor, die Leute sind genervt von unserer Musik, Ja. weil sie sagen, okay, es war cooler, als nur alle 4 Monate was rausgekommen Ja. ist. Da war es auch dann wurscht, ob es gut oder schlecht ist, weil sie haben sich gefreut, dass was von uns hören. Ja. Und wenn jetzt jeden Monat 2 rauskommen Ja. sollten, vielleicht. Ja. Ich glaube, wenn es gut sind, dann passt schon. Ich kann euch sagen, die wären gut. Also Ja. vor allem die Alpenasi-EP. Ja, Doch. doch, ja, Altmasi. Wenn wir eh gerostet, wenn wir in die Voralpen leben, wahrscheinlich. Ja. Das ist so ein Skigebiet. Fickt euch Ihr seht ja was. den einen Teil von Branik Ja. vorher unten. Ja, war eine blöde Stelle. Ja. Ja gut, sind wir halt relativ gut durchgekommen, oder? Ja. Reicht da. sonst, Wie ja. gesagt, wenn es länger unterhalten werden wollt, dann schaut unseren Streamer. Stimmt, das passiert nächste Woche, oder? Aber Ah ja, stimmt, wir streamen zwei wieder. Dinger. 2 Mal, damit wir unseren Twitch irgendwas Ding Status kriegen, Ja, den der Stefan auch schon hat. ja. Hat er da durchgezogen. Ja. Oh, jetzt kann ich den, wie spät ist denn? Sonst kann ich nur die Nachricht vom Stefan noch vorlesen. Nein, das läuft nicht davon. Ich muss noch was vom Dragelschub sagen. Die Okay. haben noch bis 18:30 Uhr auf. Wie spät ist? 6. Punkt. Stich. Ja. Super. Ja gut, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt es auch so hip gefunden wie wir halt. Ja, habt ihr ein bisschen was mitgenommen? Seid jetzt ein bisschen jünger geworden wieder durch unser Outdoor Farming, was Und Jungs auch geht. ja, wir werden jetzt. Nein, ich kann es nicht einmal im Spaß aussprechen. Kuhnen. Oder was sollst du sagen? Nee, ich wollte gerade sagen, das machen ja alle Boomer. Ja. Dass wenn dann scheiß Jugendwörter rauskommen, dass es dann versuchen, lustigen einen Satz einzubauen um sich. Ja. Deswegen sage ich jetzt einfach nicht, was ich sagen wollte. Die letzten Worte hat wie immer der wunderbare Harry. Danke.